Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, diesen Sonntag in der Woche, am 21. September, findet der Paddle Creator Cup 2025 statt in Dortmund. 2025 in Dortmund statt. Es ist wie der Darts Creator Cup, wie der Tischtennis Creator Cup. Einfach viele Creator. Wir spielen alle Paddle. Wir haben eine ganze Halle für uns bei Paddle City in Dortmund. Das wird sehr, sehr geil. Wir können noch mal ganz kurz die Teams durchgehen, Chat, damit ihr checkt. Instagram. Es sind sehr, sehr geile Teams. Team 1, Niki und ich. Wir wollen das Ding gewinnen. Wir haben Bock. Team 2, Paul Frege und Steven Gätchen. Ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber Steven Gätchen ist nicht der Moderator, sondern er spielt mit. Habe ich sehr, sehr Bock drauf. Ist auch irgendwie ein wildes Team. Paul Frege und Steven Gätchen, krasses Team. Dann haben wir Paulo Muck und Jontan. Sehr geiles Team. Johnny kennt ihr, Legende von Insta, TikTok. Paulo Muck auch. Gustav und Sachi von 01099. What the fuck? Es ist so ein geiles Line-Up. Was hat das noch mit Paddle zu tun? Was hat das noch mit Twitch zu tun? Das ist sehr, sehr geil. Dann Let's Hugo und Maelo. Ja, was soll ich sagen? Da kracht es komplett bei denen. Stefan Gerg und Marc Eggers. Ich würde sagen, Stefan ist mit der Beste im Turnier. Marc ist sehr, sehr solid. Kann sehr, sehr gut spielen. Sind auf jeden Fall Favoriten. Und Fion Time und Carlos sind auch Favoriten. Ich würde sagen, Fion Time und Stefan sind die besten Spieler im Turnier. Carlos ist, glaube ich, so mittelmäßig, aber es sind schon ein paar gute Teams dabei. Also es wird sehr, sehr geile Ballwechsel geben. Habe ich sehr, sehr Bock drauf. Und Julie und Freddy. Die zwei kann ich gar nicht einschätzen. Sind beide sehr sportlich, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Paddel sie gespielt haben, Chat. Moderiert wird das Ganze von Henke. Mit den langen blonden Haaren. Die Legende. Ich glaube, Henke kennt sich gar nicht aus mit Paddle. Aber er wird das Ding moderieren und wird sehr, sehr geil. Also, das mal so grob gesagt. Für die Leute, die gar nicht checken, was Paddle ist so eine Mischung zwischen Tennis und Squash, hat den Ultra-Boom. Ich spiele gefühlt jeden Tag, wenn ich in Basel bin. Ist eine wirklich unfassbar geile Sportart und macht auch sehr, sehr viel Bock zum Zugucken. Also kann auch geile Ballwechsel geben. Wie kommt es, dass keine Girls am Start sind? Sehr, sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Wurde ich auch oft gefragt. Wir haben angefragt, mehrere Girls, haben alle abgesagt. Wir gucken halt immer so, yo, wer ist in der Bubble, wer reinpassen könnte. Wir fragen immer als erstes Homie von uns an. Die kennt keine Girls. Fick dich, Flo. Ich kenne tatsächlich das ein oder andere Girl. Ich habe Kontakt mit dem weiblichen Individuum, okay? Wir haben angefragt, haben alle abgesagt, weil entweder keine Zeit oder keine Lust. Aber es wird kommentiert von Vicky Kurz. Das ist die beste Paddle-Spielerin Deutschlands, Nummer 1 von Deutschland. Die spielt auch bei Premier Paddle mit. Das ist so die Welttournee, wie ATP in Tennis, spielt die mit. Die ist jetzt zum Beispiel gerade in Paris. Bei Roland Garros wird Paddle gespielt, what the fuck. Und die moderiert den Cup mit, zusammen mit Andres. Andres hat auch den Darts Cup mit moderiert und ist selber aber auch so halb Paddle-Profi, spielt in der deutschen Bundesliga. Das heißt, die Kommentatoren sind sehr, sehr geil. Wer ist Sponsor bei der Veranstaltung? Sehr, sehr gute Frage. Das Ganze wird tatsächlich von Red Bull finanziert. Deshalb Shoutouts Red Bull. Da ist der Cooler. Geil. Red Bull hat das Ganze finanziert. Die haben ultra viel bei der Planung mitgeholfen, weil die sind, glaube ich, auch Hauptsponsor von Premier Paddle, der Welttournee. Und deshalb kam das irgendwie so zustande, weil die auch Bock auf Paddle haben. W Red Bull. Genau, wirklich Kuss. Also die stellen das ganze Event auf die Beine und finanzieren das. Ohne Red Bull könnten wir das nie machen. Wir haben eine geile Produktion da. Wir produzieren wie die offiziellen Paddle-Streams, also richtig geiles Bild. Wir haben so Mikrofone, die in den Court reingehen, mehrere Kameras, Kommentatoren, Replays. Es ist alles dabei. Also es wird wirklich unfassbar geil. Der Cup ist am 21. September, startet, glaube ich, um 11 Uhr morgens. Das wird ein bisschen anders als beim Darts-Turnier. Darts war ja mehr so, yo, das startet um 18 Uhr abends, dann so ein bisschen wie eine Show. Paddle ist wirklich mehr Turnier. Also der Stream geht über den ganzen Tag. Ihr könnt immer einschalten. Ich denke, der Stream wird so 10, 11 Stunden dauern. Dauert schon sehr, sehr lange, das ganze Turnier. In Hessen nennt man das Bonzensport. Scheiße. Und ich sage so, yo, in der Schweiz spielen das voll viele. Darf man als Zuschauer eine Handtasche, Rucksack oder so mitnehmen? Ja, darf man. Könnt ihr mitnehmen. Wir haben 150 Tickets verkauft. Wir haben nicht mehr gemacht, weil es hat dort sehr wenig Platz in der Halle drin. Aber 150 können Leute... was? Ich kann nicht reden. Jo. Es können 150 Leute kommen, in der Halle chillen, uns zugucken. Eben, es wird mehr so ein Ding, jo, man geht mal raus, man chillt dann ist ein spannendes Spiel, dann chillt man wieder. Es wird so eine Mischung von allem. Deshalb sehr, sehr geil, glaube ich, auch als Zuschauer einfach hinkommen und chillen. Wie weit sagst du, kommst du? Okay. Gute Frage. Niki und ich waren Anfang August in Mallorca. Wir wollten eigentlich nur 5 Tage Urlaub machen. Wir haben jeden Tag 2 bis 3 Stunden Paddle gespielt. Wir waren krass im Trainingslager. Ich nehme seit 1,5 Monaten einen Trainer und ich sag mal so, ich will jetzt nicht so an die große Glocke hängen, aber ich will schon ins Finale kommen. Ich will ins Finale kommen, aber am Ende des Tages hast du wieder einen Scheiß los und dann Gruppenphase, weiß ich was alles. Ich will es halt nicht verschreien, checkt ihr? Aber am Ende des Tages werde ich die Rückhand spielen.
und die Bandeja und die Vibora und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Ich habe einfach Bock, gut zu spielen, geile Spiele zu haben, die spannend sind. Imagine erste Runde raus. Das ist das Gute an den Creator Cups, Chat, okay? Das ist das Gute an den Creator Cups und wir haben das schon immer so gemacht. Es gibt wieder eine Gruppenphase, es sind 2 Gruppen auf 4 Teams, die spielen alle gegeneinander und dann geht es in die K.O.-Phase, wo der Beste der Gruppe A gegen den Schlechtesten der Gruppe B spielt und umgekehrt und der Dritte gegen den zweiten A, B, ihr checkt, damit jeder mindestens 4 Spiele hat. Das heißt, jeder hat mindestens 4 Spiele und kann sehr, sehr viel spielen, dann kommt man auch immer so ein bisschen rein. Das heißt, die Gruppenphase ist am Ende des Tages nicht irrelevant. Es kommt natürlich darauf an, gegen wen du im Viertelfinale spielst, aber du wirst ins Viertelfinale kommen und ab dann wird es dann schwer. Und ich glaube, oder ich würde mal predikten, Chat, ich glaube, ab dem Halbfinale werden sehr, sehr geile Spiele. Ich hoffe wirklich, dass wir ein paar geile Ballwechsel haben und ich habe da einfach Bock drauf. Guckt euch mal an, wie das aussieht bei Premier Padel. Klar, so groß wird es nicht. Das wird schwer. Premier Padel. Aber so spielen die, Chat, falls ihr wissen wollt. So sieht das circa aus. Also so ist ungefähr der View im Stream. Checkt ihr das? Das streamen wir auf Twitch. Dann haben wir noch so Auswechselbänke. Und immer wenn wir Seitenwechsel machen, gehen wir eine Minute auf dieser Bank. Dort hat es Mikrofone und dann hört man auch so die Taktikbesprechung. Also die Regie wird dann so reinschalten und dann hört ihr Niki und mich, wie wir so sagen, yo, ey, wir müssen vorne ein bisschen besser das Netz zu machen. Wenn du links rüber gehst, spiel auf ihn und so, dies, das. Auf wie viele Punkte gehen die Spiele? Es war sehr schwer zu predikten, weil du das bei so einem Sport halt nicht so einschätzen kannst. Gruppenphase ist Best of 3 Tiebreaks. Tiebreaks ist bis auf 7. Best of 3 Tiebreaks und dann ab Viertelfinale Einsatz, Halbfinale Einsatz. Und final meinte ich auch Einsatz. Weil ansonsten hast du einfach nicht die Zeit dafür, das alles zu machen. Dauert zu lange. Ist halt wie Tennis am Ende des Tages, ne? Und ein richtig schneller Satz in Paddle kann 20 Minuten gehen, ein langer Satz kann eine Stunde gehen. Und wenn du dann Viertelfinale 4 Spiele, Halbfinale 2 Spiele, 6 Spiele nochmal hast, an eine Stunde hinten raus, geht das zeitlich nicht auf. Welches Team ist underrated? Boah. Welches Team ist underrated? Warte mal. Ist schwer, weil die sind nicht underrated. Die sind nicht underrated, weil die sind einfach gut. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Team hier underrated ist. Weil Johnny ist mit mir im Training gewesen, der ist sehr, sehr gut. Und Paul kann so die Basics. Und es ist wichtig, dass beide Spieler einigermaßen okay sind. Checkt ihr? Deshalb kann ich mir vorstellen, dass dieses Team underrated ist. Und die 2, Frege und Steven, kann ich gar nicht einschätzen. Paul Frege ist sehr, sehr gut. Ist aber würde ich sagen, nicht der Beste, wenn es darum geht, sich zu kontrollieren. Der ist auch schnell mal abgefuckt, wenn es nicht läuft. Und Steven Gätjen kann ich gar nicht einschätzen. Ich schätze Steven Gätjen so als jemand ein, der so früher Tennis gespielt hat. Ihr checkt. Und deshalb kann er auch im Paddle sehr, sehr gut sein. Und die 2 darf man natürlich auch nicht vergessen. Es sind die Top-Favoriten vom Paddle Cup 2025. Wir fliegen im Viertelfinale raus. Alles gut, Jungs. Aber ja, das sind so grob die Infos zum Paddle Cup. 21. September, 11 Uhr morgen geht's los. Es streamen Niki, Frege, Hugo, Mark Eggers, wer sonst Twitch hat, streamt mit. Ich stream mit. Das heißt, das Ganze läuft auf Twitch. Wird sehr, sehr geil. Schaltet ein. Am 21. September wird cool. Und, das ist sehr, sehr wichtig. Und wir streamen diesen Montag noch einen Paddle-Stream. Ich, Maelo, Johnny und unser Paddeltrainer aus Basel. Paddle-Stream. Diesen Montag, 2 Uhr nachmittags. Haben wir einen Platz gebucht. Das wird affengeil. Ja, 01099 ist auch ein bisschen underrated. Man, ich weiß nicht. Am Ende kann man es nie einschätzen. So, ich will einfach nicht, dass Fiontime gewinnt. Ich will einfach nur, um Fiontime abzufacken, will ich, dass er nicht gewinnt. Ach du heilige Scheiße. Ja, Mann.